Bonjour, merci, dass der Astrid Lulling TV im Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschen. An der Plenarsitzung vom Europäischen Parlament zu Straßburg vom 19. bis den 22. Oktober ging es besonders hier. 50 Steg von der Klimakonferenz zu Kopenhagen hatten wir eine Debatte und der ich persönlich nicht teilgenommen, weil ich nicht Member an der Umweltkommission bin, und da kriege ich keine Redezeit. Aber ich habe mich aber an unserer Fraktion darüber gekümmert, was Eishaltung am Hinblick auf die Konferenz zu Kopenhagen soll sein. Bei mir am Studio als der Spezialist von unserer Fraktion, langjähriger Präsident von der Umweltkommission am Europäischen Parlament. Guten Tag, Karl-Heinz Florenz. Danke, dass du bereit warst, mit mir unsere Zuhörer und Zuschauer von Astrid Lulling TV über die wichtige Debatte im Plenum in Straßburg zu informieren, die Meinungen über die Chancen, dass es bei der Konferenz zum Klimawandel in Kopenhagen im Dezember zu Fortschritten kommen wird, die gehen weit auseinander. Es gibt mehr Pessimisten als Optimisten. Die EU, wir, die Europäische Union, wir haben ja unsere Hausaufgaben gemacht. Wir wollen mit dem allerbesten Beispiel vorangehen. Werden die Amerikaner, die Japaner, die Chinesen, die Inder, die Brasilianer und andere Industrieländer mitziehen? Hängt wirklich die Zukunft unserer Welt davon ab, was in Kopenhagen zustande kommt? Ja, vielen Dank, Astrid. Ich mache das gerne, weil das Thema wirklich seriös ist und dieser Planet sich schon angewohnt hat, viele fossile Brennstoffe zu verbrennen in ganz schlechter Qualität und wir da schon in Probleme bekommen. Aber wir haben nicht nur ein CO2-Problem, wir haben auch ein Rohstoffproblem, denn wir verfeuern heute mit ganz schlechter Effizienz die Rohmaterialien unserer Kinder und die werden eines Tages mal ein paar unangenehme Fragen an uns richten. Also die Konferenz in Kopenhagen muss ein Erfolg werden und sie kann auch ein Erfolg werden, weil nämlich die Herausforderung Klimawandel auch eine ökonomische Chance für Europa ist. Wir haben in den letzten Jahren sehr hohe Standards entwickelt für saubere Autos, saubere Verbrennungsanlagen. Und das setzt uns in die Lage, auch in Zukunft diese saubere Technologie weltweit zu verkaufen. Das ist die große Chance, die wir haben. Aber es heißt doch, die Amerikaner kämen mit leeren Händen. Die Amerikaner hatten die Hände leer, das stimmt. Aber sie sind von ihrem Flechmanno befreit und haben erkannt, dass sie mitgehen müssen. Sie sind längst auf den Korridoren in Kopenhagen unterwegs. Und sie kommen wie so ein beleidigter Jüngling mit 17 Jahren aus der Ecke raus und gehen jetzt mit. Jetzt gerade in diesen Tagen, 50 Tage bis zur Konferenz, wird ganz viel Eisen geschmiedet. Und da werden die Amerikaner mit dabei sein. Sie werden uns bitten, dass unsere Regelung, die wir in Europa haben, das Emission Trade System zum Beispiel, dass wir das kompatibel machen mit dem amerikanischen. Aber das ist ja auch unsere Idee. Ja, wir wollen ja gemeinsame Standards mit den USA haben. Aber auch mit China. Aber selbstverständlich auch mit China, die gar nicht so kompliziert sind. Inder, die sind sehr kompliziert. Da kriegt man selten den richtigen Mann zum Gespräch an den Tisch. Aber das ist auch bei den amerikanischen Kollegen erschreckend, dass die stolz darauf sind, dass sie keinen Pass haben und gar nicht. Die Engländer auch. Ja, aber das ist ganz schlimm. Ja, aber du hast ja in der Debatte in Bezug auf die finanziellen Wettbewerb, der ja jetzt im Gang, auch in Straßburg hier, bei der Debatte war der ja voll im Gange. Die einen wollen 30 Milliarden neues Geld für die Entwicklungsländer. Man spricht von 100 Milliarden, was das Ganze kostet. Du hast ja gesagt, dass das Fass dürfte aber nicht ohne Boden sein. Was meinst du denn damit? Also wir werden Geld zur Verfügung stellen für die Entwicklungsländer, die ja unter unserem Klimawandel leiden. Aber das Geld, das muss mit Sinn und Verstand ausgegeben werden. Das, nicht wie die Entwicklungshilfe. Ja, genau. Es darf nicht so sein, dass wir jetzt einen Wettbewerb der Geldbeträge haben. Wenn wir sagen, wir brauchen einen adäquaten Anteil, dann sagen andere 30, 50, 100 Millionen, 150 Millionen. Das Milliarden. Milliarden, Milliarden, richtig. mein Lieber. Vollkommen Unsinn. Wir müssen
neue Strukturen finden, wie man Geld ausgibt. Und wenn wir Geld zur Verfügung stellen, dann will ich damit natürlich auch, dass die moderne Technik aus Europa in diese Länder, zum Beispiel nach Indien, verkauft wird und damit dann die Unternehmen auch ihre Maschinen bezahlt bekommen. Also wir wollen eine intelligente Lösung und kein einziger Euro darf in ein Fass ohne Boden. Das muss erstmal geklärt werden. Das haben wir auch in unserer Resolution reingeschrieben und wir haben den kleinsten Betrag angenommen, der erst einmal für einen Staat zur Verfügung stehen muss. Und das ist so auch richtig. Ja, aber wir wollen auch Geld von der Union natürlich. Ja, natürlich auch Geld von der Union, das ist keine Frage. Aber bitte, die Europäische Union ist ein riesengroßer Exporteur in die ganze Welt. Ja. Und wir sind mit unserer Technik in Europa, auch in Luxemburg, mit guter Technik wirklich gut. Und die wollen wir doch auch verkaufen. Ja. Wir wollen sie doch nicht in Europa behalten. Also machen wir aus diesem Klimawandel eine ökonomische Chance. Stehen wir nicht so beleidigt in der Ecke, sondern packen wir den Stier an den Hörnern und übernehmen auch die Führerschaft, aber im Sinne einer ökonomischen Strategie. Barroso macht das gut. Ja, und Barroso macht das gut, ja, das muss man auch mal so sagen. Und wenn wir ihn da stützen, mit dem Geld schön vorsichtig sein, keine Frage, dann kann sich der Klimawandel zu einer großen neuen dritten Revolution in Europa ausgehend entwickeln. Und das ist die Chance, die wir haben. Wenn aber wir müssen zuerst auch Effizienz haben. Wir verbrauchen ja viel zu viel und was wir tun, ist nicht effizient genug. Das ist richtig. Daran müssen wir doch nicht in sicher. erster Linie arbeiten. Aber oder ganz nicht? Sicher. Wenn man sieht, dass Rheinbraun in Deutschland, eine große Kohlengrube, ihre Kohle nur zu 30% effizient verbrennt. Ja. Wir aber Technologie haben mit Zulieferermaterialien und Technologie aus Luxemburg, die dann zu 60% kommen, dann ist das eine effiziente Maschine und genau die wollen wir nach Indien und nach China verkaufen. Da haben wir alle was davon und ich finde, das ist der richtige Ansatz. Nicht immer klagen, sondern sagen, wo können wir auch Arbeitsplätze schaffen. Eine große Chance bietet dieser Klimawandel, wenn wir ihn nur offener annehmen. Ja. Es gab in der Debatte natürlich auch andere Töne. Jemand hat gesagt, wenn Kopenhagen scheitert, dann können wir den Untergang der europäischen Industrie vermeiden. Und Europa ist ja auch eigentlich nur für 17% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Riskieren wir nicht bei unseren ehrgeizigen Reduktionszielen, jetzt sprechen ja manche von 80% bis 2050, riskieren wir nicht, dass die Industrie aus Europa abwandert, weil die anderen größeren Verschmutzer nicht mitziehen. Und was haben wir dann geschafft? Und auch sehr wenig für den Klimawandel. Also derjenige, der sagt, wenn Kopenhagen scheitert, dann retten wir die europäische Industrie, der hat wohl vergessen, dass Karneval erst im November beginnt. Das ist wirklich Unsinn. Fakt ist, dass wir nur 14-15% Anteil am weltweiten Klimawandel haben. 17 haben Sie und das. An den müssen wir uns auch messen. Das müssen wir organisieren. Aber damit wir da effizient werden, habe ich ja meine Strategie, dass wir eben hochmoderne Technik einsetzen und die weltweit verkaufen. Aber es gibt schon noch auch internationale Probleme, die wir in Deutschland nicht alleine können, die aber mit unserem Kopf geregelt werden müssen, nämlich zum Beispiel die dramatischen Abholzungen in Lateinamerika. Da entstehen CO2-Mengen, die sind unvorstellbar. Die Menschen schlagen Wälder ab ohne Sinn und Verstand. Im Übrigen, die Europäer exportieren dann auch diese Hölzer. Da muss wirklich Deforestation-Arbeit geleistet werden. Und das wird auch gemacht. Das kann man aber nicht. Aber die müssen auch mitziehen, die Südamerikaner. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich müssen sie mitziehen, aber wir müssen da auch faire Preise bezahlen. Ja. Das ist kein grüner Traum, sondern das ist Realität. Also wenn das Holzabhacken in Lateinamerika nicht aufhört, werden wir das Klimaproblem nicht lösen. Und deswegen haben wir gestern im Umweltausschuss richtigerweise beschlossen, dass wir angehängt an Herrn Barroso eine europäische Umweltaußenpolitik machen. Das ist nichts für verträumte Grüne, sondern das ist was für Leute, die weltweite Beziehungen haben, Außenpolitik entwickeln, damit diese
Entholzungsgeschichte in vielen Teilen der Welt aufhört. Da brennen Moore, sie sind dreimal so groß, Verzeihung, wie Luxemburg, die brennen seit 30 Jahren und die haben einen 5-fach höheren Ausstoß wie das ganze Land Luxemburg. Das muss geändert werden. Also einmal die Technologiefrage, aber auch die Außenpolitik. Ich hoffe, dass Barroso das wahrnimmt. Ich hoffe, dass in Kopenhagen das dann auch zustande kommt. Unsere Zeit ist Vielen herzlichen Dank für diese wichtigen Informationen. Und ich sage auch merci, dass ihr noch gelauscht habt. Bis die nächste Woche. Dankeschön, war sehr angenehm.